Sehr verehrten Damen und Herren, die Sie Verantwortung tragen in den verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens von Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kirche. Ich freue mich sehr über diese Einladung und werde mit Ihnen mal eine Dreiviertelstunde etwa durch dieses Buch gehen. Aber ich werde nicht die ganze Zeit lesen, dann schlafen Sie mir ein, sondern ich werde es im Vortragsstil tun und für diejenigen, die ein bisschen nachlesen wollen, die eine oder andere Stelle könnte Sie interessieren. Das Buch heißt Toleranz einfach schwer und ist im Herder Verlag erschienen. Gibt es auch als Taschenbuch für diejenigen, die rechnen müssen. Also dann gibt es ein anderes Buch und das war eben sehr interessant für mich, dass Sie eine kleine Geschichte aus einem anderen Buch. Als ich 70 wurde, habe ich gemeint, mein öffentliches Leben sei nun so ungefähr zu Ende. Also das mit Präsident kann noch kommen. Ne? Da habe ich also aufgeschrieben, Station meines Lebens, und da ist diese Geschichte drin in diesem Buch. Das Buch heißt Winter im Sommer, Frühling im Herbst. Das ist auch noch zu erwerben. So, das war der Werbeblock. Meine Damen und Herren, wenn wir über Toleranz sprechen in Zeiten wie diesen, dann ist das nicht so fürchterlich einfach, denn eigentlich müssten wir als erstes über Intoleranz sprechen. Und ich gedenke, das auch mit Ihnen zu tun. Aber es ist praktisch ein Unterthema unter diesem Rubrum Toleranz. Und ich will mich auf unterschiedliche Weise dem Thema nähern. Ich habe das hier natürlich auch ein bisschen theoretisch getan in dem Buch, aber mit dem Versuch auch andere Menschen mit einzubeziehen als nur Intellektuelle und Politikinteressierte. Und deshalb werde ich unter Umständen auch mal das eine oder andere praktische Beispiel nehmen aus meinem gelebten Leben, um an diese eigentlich sehr ernste und auch hochkomplexe Thematik dichter heranzukommen. Ich will aber mit dem Thema Intoleranz, das ich eben angesprochen habe, so beginnen, dass ich Ihnen mal 3-4 Minuten Sowjetkunde zumuten muss. Das schadet Ihnen nichts, denn es hilft uns, den Mann, über dessen Kriegsführung wir uns in der ganzen Welt zurzeit ärgern, jedenfalls die anständigen Menschen, dem ein bisschen näher zu kommen. Wladimir Putin, so heißt dieser Mann, und er ist ein Produkt der Sowjetgesellschaft, insofern, als er schon als junger Mensch in den Dienst des KGB getreten ist. KGB ist die Geheimpolizei und nachrichtendienstliche Einheit des Sowjetstaates. Gegründet ist diese Institution unter dem Begriff Tscheka, unmittelbar in der Revolutionszeit unter Lenins Ägide. Man brauchte ein starkes Repressionsorgan, um in den Klassenkämpfen und Bürgerkriegen genug Schrecken zu erzeugen, und das haben die wahrlich getan. Schild und Schwert der Partei sollte diese Organisation sein, so hat es ihr Gründer Felix Dzerzhinsky genannt. Alle späteren Organisationen, GPU, NKWD, schließlich KGB, das ist eine Linie. Sie sind unter anderem zuständig für die größte Christenverfolgung der europäischen Neuzeit, für die größte Kommunistenverfolgung unter Stalin, als Säuberungen dazu führten, dass Abertausende von Menschen hingerichtet oder in Gulag deportiert wurden. Das ist eine Organisation von Menschen, die Gewissen eigentlich sich abtrainieren müssen, und an die Stelle des Gewissens tritt in diesen durchherrschten Gesellschaften die unbedingte Loyalität gegenüber dem Herrscher. Und da gibt es ein Mantra, das ihnen eingehämmert wird, das stammt von Lenin: Wenn du die Macht einmal hast, gib sie nie wieder her. Und dazu brauchst du eben auch dann Instrumente, um in der Bevölkerung dies zu verankern. Was nun sind die Elemente, um diesen dauerhaften Machterhalt zu sichern? Erstens, nimm das Recht in die Gewalt der Macht. Gib dem Recht nicht einen unabhängig geltenden Einfluss bei der Gestaltung des Politischen, übrigens auch nicht des Privaten, sondern nimm das Recht jederzeit in deine Hand, du Machthaber. Zweitens, organisiere die Gesellschaft so, dass die Bürger nicht in freien, gleichen und geheimen Wahlen auf die Idee kommen, einen Machtwechsel anzustreben. Verändere also das Prozedere bei Wahlen, nenne es noch Wahlen, aber gestalte es so um, dass es nur Akklamation ist. Drittens,
veranstalte das öffentliche Leben so, dass es nicht mehr möglich ist, die eigene Meinung in Wort und Schrift zu äußern, dazu Vereine zu gründen, Parteien oder Gewerkschaften. All dies mag es geben, wenn sie sich unter das Kommando der Macht stellen, sonst nicht. Als freie Willensbekundung der Bürgerinnen und Bürger nicht möglich. Viertens, unterbinde alles, was eine Öffentlichkeit herstellt. Bringe also alle Medien unter deine Kontrolle und unterbinde auch die sonst existierenden Möglichkeiten einer privaten Verlautbarung in den öffentlichen Raum hinein, die auf eigenem Denken beruht. Und dann kannst du wahlweise noch Dinge dazu tun, zu diesen depotenzierenden Elementen einer Diktatur. Ich nenne das etwa die Vergabe von Privilegien, die Verwaltung aller Aufstiegsmöglichkeiten, nicht nur im öffentlichen Dienst, sondern in der Privatwirtschaft und in der Kultur. Und wenn du dieses Ganze zusammenzählst, dann hast du ein Ensemble entmächtigender Faktoren, die beständig dafür sorgt, dass die Ohnmacht der vielen garantiert ist, genau wie die Übermacht der wenigen. Das ist ein Prinzip und du kannst, wenn das alles noch hapert, brauchst du einen Angstapparat und das ist dieses Terrorregime einer Geheimpolizei, die jederzeit tun kann, was die Herrschaft für wichtig hält. Ja, nun schauen Sie mich an und sagen, was will er eigentlich? Kommunismus ist doch vorbei. Genau, der ist vorbei. Aber jetzt schauen Sie sich dieses Ensemble von depotenzierenden Elementen des öffentlichen Raumes einmal an. Und Sie werden alles, was ich eben genannt habe, wiederfinden. Nur ohne das Firmenschild Kommunismus. Sie werden ein neues Firmenschild finden. Und das ist sehr eigentümlich. Es ist eigentlich uralt. Irgendwie kommt uns das aus dem Zarismus schon bekannt vor. Es ist das Bewusstsein einer besonderen nationalen Rolle, die im Gegensatz zu dem, was sonst in Europa oder in der Welt passiert, darauf abhebt, wir sind etwas Besonderes. Und zu diesem Besonderssein gehört einmal eine Tradition, in der neuerdings wieder die Orthodoxie eine Rolle spielt, aber auf der anderen eine gewisse antiwestliche Mentalität. Wir sind die, die nicht verkommen sind. Wir sind nicht dekadent. Das da drüben ist Gayropa. Wir sind aber die, die von traditionellen Werten geleitet werden. Wir sind ein Gegenmodell gegen die Unkultur des verkommenen Westens. Früher machte man das am Kapitalismus fest, heute eher an kulturellen Dingen. Aber wir sind die Besseren und wir haben eine Mission. Und es ist schon etwas schwierig, wenn eine gekränkte Natur wie Putin, gekränkt, weil der Zusammenbruch der Sowjetunion seinen Bekunden nach die größte Katastrophe, weltgeschichtliche Katastrophe war, an die er sich erinnern kann. Also was andere glücklich gemacht hat, war für ihn die größte Katastrophe. Kränkung verbunden mit einem missionarischen Eifer, das westliche Leben, den Liberalismus lehnen wir ab. Wir haben tradierte, konservative Werte, die wir dem Westen entgegenhalten müssen. Ja, und weil man Russland nur kennt als Russland Plus, nämlich immer mit Gebieten, Völkerschaften, manchmal Ländern, die man dazu zum Russischen Reich, in der russischen Sprache würde man sagen Russländischen Reich. Es gibt da zwei Bezeichnungen, Russki und Rossiyski. Das eine heißt Russisch und das andere heißt Russländisch. In unserer deutschen Sprache halten wir das aber in der Regel nicht auseinander. Aber das russländische Denken bezieht sich darauf, wir sind immer auch umgeben von Völkerschaften, die zu uns gehören. Das ist ein imperiales Selbstbewusstsein, was seit der Zarenzeit, auch über die Sowjetzeit, immer irgendwie existent war und das heute wieder auflebt. Und in einem solchen Denken ist es dann einfach so, was wir definieren als zu uns gehörig, zum Beispiel die Ukraine, ja, warum sträuben die sich? Was fällt denen ein? Ist ja unerhört. Die sind ja gar keine richtige Nation. Naja, und deshalb ist es für ihn irgendwie normal, dass er heimholt, was dazugehört. Und er kann das ganz ohne Kommunismus einfach mit einem Rückzug auf seine nationale Identität, Neoimperialismus, ausgestattet mit der Herrschaftstechnik einer Diktatur. So, Finish. So viel Sowjetkunde.
Das brauchen sie für ihren Hinterkopf. Nicht, dass sie, wie viele meiner ostdeutschen Landsleute sich vorstellen, da drüben in Moskau sitzt einer, mit dem wir so reden könnten, wie wir untereinander reden, als Teilhaber einer mehr oder weniger gemeinsamen Werteordnung. Letzteres ist eben nicht der Fall, sondern wir haben es mit einem Typus sui generis zu tun. Und deshalb brauchen wir eine andere Sichtweise auf das, was dort passiert. Und wenn Verbrechen Normalität werden, wenn die Missachtung von Völkerrecht Normalität wird, dann ist nicht mehr Verständnis und Toleranz angezeigt, sondern Intoleranz. Wer die Toleranz vernichten will und wer die Freiheit leugnet und abschaffen will, hat nicht damit zu rechnen, dass ihm Toleranz entgegengebracht wird, sondern in diesem Falle sind tolerante Menschen geradezu zu Intoleranz verpflichtet. So, ich würde mir wünschen, es klingt nicht nett, aber es ist sehr dicht an der Realität, meine Damen und Herren. Und Sie alle sind in Ihren Berufsfeldern mit der Realität verheiratet. Und Sie erleiden schwere Defizite, wenn Sie eine Fehlwahrnehmung von der Realität haben in Ihren Berufsfeldern. Und das kann Politikern auch passieren. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass wir uns deutlich machen, wen haben wir da als Gegenüber. Wir haben diesen Menschen dort und seine Politik nicht zum Feind gemacht, sondern er hat sich zum Feind erklärt, weil ihm Gegnerschaft alleine nicht mehr genügte. Und deshalb haben wir ein Verhalten zu entwickeln, das von Entschlossenheit geprägt ist. Und vor der Entschlossenheit kommt ein Wir werden das nimmermehr akzeptieren. In diesem Fall ist Intoleranz eine Tugend. So, nach diesem etwas ungemütlichen Einstieg, der aber den Vorzug hat, dass er sehr dicht bei der Realität, die uns umgibt, ist, mache ich es jetzt ein bisschen einfacher. Ich will mit Ihnen ja über verschiedene Formen von Toleranz sprechen, denn Toleranz ist nie ganz eindeutig. Ich habe ja nicht gedacht, dass ich im hohen Alter noch mal anfangen müsste, in einem demokratischen Land über Toleranz nachzudenken. Ja, ich dachte, das ist gegessen. Alle wissen es. Aber dann wurden die Auseinandersetzungen im politischen Raum immer giftiger, besonders im Netz, diese widerlichen, hasserfüllten Attacken. Und da habe ich gedacht, naja, irgendwas muss man mal tun. Oder ich bin ein Atlantiker. Ich halte sehr viel von der Geschichte und Politik der Vereinigten Staaten, jedenfalls in den wesentlichen Zeiten. Und ich gucke mir die Vereinigten Staaten an und sehe dort eine Spaltung der Gesellschaft, die für mich unerträglich ist. Ja, wir und die, ja, zwischen den Demokraten und Republikanern bis in die Familienkreise, Spaltung in der Gesellschaft, schrecklich. Möchte ich in Deutschland nicht erleben. In meinem Nachbarland Polen, das ich wegen seiner Freiheitsgeschichte äußerst, sehr nah an meinem Herzen, so ähnlich. Die Nationalkonservativen und die Liberalen sind in einer Weise verfeindet. Das haben wir in Deutschland nicht, das haben sie in der Schweiz auch nicht. Kaum Brückenbauer zwischen den Milieus. Und ich habe gedacht, hoffentlich passiert das in meinem Land nicht auch und habe mich deshalb entschlossen, über Toleranz nachzudenken. Und habe gedacht, eigentlich könnte das nicht so schwer sein. Ich kriegte irgendwann an einer Uni einen Ehrendoktor und brauchte ein neues Thema, habe ich mal gedacht, Toleranz. Dann hat der Herder Verlag das mitgekriegt, das ist doch schön, da machen wir gleich ein Buch draus. Da steht ja schon alles drin in der Vorlesung, erstens, zweitens, drittens. Naja, sag ich, wenn es so einfach ist, machen wir mal. Aber es war nicht so einfach und ich brauchte wieder meine Co-Autorin Helga Hirsch, mit der ich zusammen dann auch dieses Buch gemacht habe, wie auch das künftige, was demnächst kommt, von dem ich später erzähle. Also, Toleranz. Eigentlich, ja, ich habe mal Latein gelernt, tolerare, ertragen, erdulden. Ja, muss man ja im Leben. Ne? Ja, wo ist dir das zum ersten Mal begegnet, habe ich mich dann gefragt. Ja, eigentlich, als du den Begriff noch gar nicht kanntest. Ich möchte mal, dass Sie sich das auch fragen, wo ist eigentlich mir zum ersten Mal Toleranz begegnet? Und Sie werden was Ähnliches finden wie ich, nämlich der Begriff kam später in Ihr Leben als die Lebenswirklichkeit. Ich sage es Ihnen, wie es bei mir war. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, wo es 4 Kinder gab. Also es war so gefügt, dass ich der Älteste war. 2 Jungs, 2 Mädchen und ich der Älteste. Ich sage Ihnen, sehr gute Position. Und ja, kann man nichts, ja, das ist sehr schön. Ja. Die anderen haben zu tun, was du sagst, nicht? Besonders wenn kein Großer da ist. Und das ist eine sehr schöne Art zu leben. Und du hast auch Möglichkeiten, also verbaler Art, aber auch handgreiflicher Art, wenn die Kleineren das nicht begreifen,
Du wirst es schon schaffen, sie davon zu überzeugen. So, also das ist das fröhliche Leben eines Kindes, ältester Junge. Und dann gibt es aber diese Erziehungsberechtigten, die kommen dann störend in das Leben hinein und verklickern dir, also mein Junge, wenn du das so weitermachst, dann wirst du es hier schwer haben. Denn diese Kleinen sind genauso viel wert wie du. Ja? Du kannst älter sein oder stärker, vielleicht auch schlauer, macht nichts, die sind genauso viel wert. Und wehe, du wirst das nicht begreifen. Diese Typen hatten nun auch außer verbalen handgreifliche Mittel. Das war in der Zeit meiner Kindheit weit verbreitet. Die Älteren unter Ihnen können sich an sowas auch noch erinnern. Also es war ungut, dagegen anleben zu wollen. So fügst du dich in eine Lebensform, da hat noch keiner etwas von der Würde des Menschen gesprochen, die allen gemein ist. Oder hat auch keiner gesagt, du, es gehört dazu, dass du das, was du nicht magst, auch erträgst. Das nennt man Toleranz, das hat keiner gesagt. Sondern du bist automatisch in eine Lebensform reingewachsen und lerntest, aha, der andere ist anders als du, aber es ist so, er hat dasselbe Lebensrecht wie du, also behandle ihn entsprechend. Naja, so, jetzt erzähle ich Ihnen, wie ich ähnlich früh auf Intoleranz kam. Der Junge, von dem ich erzähle, erlebt mit 11 Jahren, wie der Vater abgeholt wird. Ich habe Ihnen vorhin schon erzählt, dass ich in der Diktatur lebte. In Rostock, das ist meine Heimatstadt, und mein Vater ist ein Seemann, ein Kapitän und war eines Tages nicht nach Hause gekommen. Ich war 11 und meine kleine Schwester war mit der Mama beim Geburtstag der Großmutter. Mein Vater, Sohn, einziger Sohn, kommt nicht nach Hause. Wir schreiben das Jahr 1951, Stalinismus. Abgeholt werden heißt, damit zu rechnen, dass Menschen, die anders denken, anders sprechen oder überhaupt anders sind, oder irgendwie nur denunziert sind, verschwinden können. In diesem Falle existierten immer noch, trotz der selbstständigen DDR, sowjetische Militärtribunale, wo 3 Offiziere dann Gericht spielten und die Personen, die man weggefangen hatte, verknackten. Mein Vater zweimal 25 Jahre, ein Dutzend andere zu ähnlichen Strafen. Und sie wurden zum Teil eben noch nach Sibirien gebracht. 6 Jahre nach dem Krieg. Mit Krieg oder Kriegsschuld hatte das nichts zu tun. Also in diesem Falle war ein Kumpel abgehauen in den Westen, hatte Briefe geschrieben an die zu Hause gebliebenen, ob sie ihn nicht mal besuchen wollen im Westberlin. Und die Briefe bekommen haben, wurden alle hochgezogen. Und die waren dann irgendwie Spione. Und die Menschen wurden so behandelt, wenn die da erstmal saßen, die unterschrieben alles. Naja, wir alle wussten nichts davon. 2,5 Jahre war der Mensch eine Unperson. Da konnte Mama noch so viel weinen, an noch so viel Ämter rennen, die Oma zum Präsidenten versuchen zu reisen. Nix, keiner, ein Wort, weg. In derselben Zeit gehe ich zur Schule. Ich lerne, wie schön und glücklich es ist bei uns in der DDR. Also wir haben ja die Sowjetunion an unserer Seite. Und das ist ein wunderbares Land. Da gibt es keine Kapitalisten und wir werden die Kapitalisten auch abschaffen. Denn im Westen sind die zusammen mit den Faschisten und die Arbeiter, denen geht es da ganz schlecht. Und wir dürfen aber ganz glücklich sein. Ich meine, es waren Hungerjahre, aber wir sollten nun trotzdem glücklich sein. Und wir haben einen wunderschönen Führer, der heißt Josef Stalin und der sitzt in Moskau im Kreml und denkt Tag und Nacht darüber nach, wie er uns Kindern Brot verschaffen kann nach dem Krieg. Auch die afrikanischen Kinder interessieren ihn sehr. Da muss man ihn sehr lieb haben. Und so singen wir die Loblieder auf den Unterdrücker, weil er ein Heilsbringer ist in den Augen unserer Lehrer. Und wir singen Loblieder auf das System, die ich zum Teil heute noch auswendig kann. Und wir kommen dann nach Hause, ich, und sehe in die verweinten Augen der Mutter, die genau spürt und jeden Tag erlebt, wir leben in einem Unrechtsregime. Dieser Junge, der das erlebt, wird irgendwann sich zu entscheiden haben, will er mit den Wölfen heulen und singen oder will er einen eigenen Weg gehen dagegen. Ich wählte Letzteres. Und lernte dann, es gibt Situationen, da musst du nicht einverstanden sein. Intoleranz gegenüber den Intoleranten gehört irgendwie zum Leben dazu. Das kam so in mein Leben wie das Erstere, ohne Reflexion, sondern durch Lebensvollzüge. Und ich wünschte mir, dass vor Ihrem inneren Auge jetzt auch so diese Bilder entstanden sein könnten. Wie bin ich eigentlich dazu gekommen, ein tolerantes Wesen zu werden und wann habe ich mir erlaubt oder verboten, intolerant zu sein?
Naja, jetzt muss ich aber ein bisschen aufhören mit diesen Storys, sonst denken Sie, ich hätte mich nicht wirklich angestrengt bei der Arbeit an diesem Buch. Aber ich schwöre, ich habe es. Und da bin ich auch darauf gekommen, dass wir Toleranz nicht einfach so dahin definieren können, ja, Respekt vor dem anderen. Oder ich zitiere in dem Buch den alten Goethe, und da hat Goethe gesagt, Toleranz, das ist ja irgendwie, das gefällt ihm überhaupt nicht, das ist ja so von oben nach unten. Es sollte nur eine vorübergehende Gesinnung sein, sagte einmal. Dulden heißt beleidigen. Wieso sagt er das? Ja, weil zu seiner Zeit diese vertikale Toleranz von oben nach unten so etwas Paternalistisches, Gewährendes hatte. Als wären nicht alle Menschen ausgestattet mit einer gleichen Würde und gleichen Rechten. Also man solle das möglichst schnell überwinden und von dieser Begrifflichkeit wegkommen zu dem Begriff Anerkennung. Na gut, also da fing es ja nun schon bei mir an, mit der Anerkennung. Will ich all das, was mich verstört, tatsächlich mit dem gleichen Respekt und mit der gleichen Anerkennung beantworten? Naja, kommt wieder eine kleine Story aus meinem Leben. Schwer ist das. Überhaupt ist Tolerieren nicht einfach. Ja? Denn was wir mögen, müssen wir ja nicht tolerieren. Ne? Also tolerieren heißt immer eine Schwelle überschreiten. Und das ist mit Anstrengung verbunden, mit einem Willensakt. Das kann, wenn man gut erzogen ist, so sich mit Dingen, Erziehungsprozessen verbinden, die uns geprägt haben, uns quasi zivilisiert haben. Aber du kannst auch über das Denken, was ist das Richtige und was ist das Falsche, über deine ethischen Marksteine, die du dir gesetzt hast, dazu kommen. Also nun ich mit Goethe. Was ist Goethe? Hast du nun recht oder nicht? Naja, ich war gerade umgeben von einer Parteienlandschaft. Wenn ich mir die so anguckte, anerkennen, Respekt haben, naja, bei einigen eher ja, bei anderen Story aus dem Leben eines Jungabgeordneten. Der Jungabgeordnete ist 50 und wird dann zum ersten Mal in einem Parlament sitzen. Ich wurde am 18. März, heute, ne, 1990 als Abgeordneter gewählt. Wissen Sie, das war auch was Eigenes. Ich bin Gefahr zu überziehen, aber irgendeiner wird mich nachher schon hindern. Ne? Das muss ich Ihnen aber erzählen, weil für Sie Abstimmen, Wählen, eine Bürgerin, ein Bürger zu sein, so substanziell ist. Aber ich am 18. März 90, Volkskammerwahl war das DDR-Parlament. Und alles, was davor Volkskammer war, war immer in Scheinwahlen gewählt worden. Aber 1989 haben wir ja eine veritable friedliche Revolution hingekriegt und nun gab es richtige Parteien und einen richtigen Wahlkampf. Und tatsächlich habe ich es geschafft, für das Bündnis 90 einen Platz im Parlament zu ergattern. Naja, erste Sitzung, komme ins Plenum, da sitzen da, was weiß ich, 20% oder ich weiß nicht mehr genau wie viele, von Typen, die kannte ich von früher. Ja, die hatten diese SED-Gesichter und die SED-Biografie. Da habe ich gesagt, das ist ja widerwärtig. Also die wollten wir doch loswerden, wir wollen doch was Neues machen. Und mit diesen Altkommunisten, die nennen sich ja jetzt anders, Partei des demokratischen Sozialismus. Aber ich kannte sie und ihre Sprüche waren oftmals noch genau wie früher. Das konnte ich ja gar nicht ertragen. Also ein tiefes Unbehagen stieg aus meinem Bauch auf. Die jetzt hier... Aber glücklicherweise hatte ich auch meinen Kopf mitgebracht ins Parlament und nicht nur meinen Bauch. Mein Kopf sprach zu meinem Bauch folgendermaßen: Ruhe, Alter, diese Menschen sitzen hier aus demselben Grund, weil du hier sitzt. Sie sind in freien, gleichen und geheimen Wahlen hierher gekommen und nicht wie früher durch Kommando der Obrigkeit. Du wirst sie also mögen oder nicht mögen. Du darfst sie auch nicht mögen. Aber du darfst ihnen nicht verweigern, hier zu sitzen. Sie sind mit derselben Legitimation hier wie du. Mein Bauch kriegte diesmal nicht recht, sondern in der Politik sollte öfter mal der Kopf auch recht behalten. Und so war das dann also in meinem Fall auch. Und ich habe mir aber gemerkt, ich muss sie nicht mögen, aber ich muss sie respektieren. Und ich habe das dann auch gelernt, mehr im Streit mit ihnen. Aber ich bin dann nicht weggegangen, weil ich es nicht ertragen konnte, dass sie da waren. Sie waren da, weil sie dorthin gehörten, weil andere Menschen sie in diese Ämter geschickt hatten. Schnitt, jetzt, als ich das Buch schreibe,
sitzt aber eine andere Partei in diesem Parlament. Nicht links außen, sondern rechts außen. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin auch irgendwie hinlänglich konservativ. Ich bin, je älter ich geworden bin, immer liberaler geworden, aber es gibt schon konservative Anteile in mir, die will ich auch nicht ausrotten. Also, aber irgendwie diese Partei da am rechten Rand in Deutschland, die halte ich unter uns gesagt für völlig verzichtbar. Ja, ich kann sie nicht ertragen. Ja. Sie sind mir contre cœur, aber nicht nur contre cœur, sondern auch hier, auch gegen mein Denken. Das gefällt mir nicht. Ich mag nicht, wenn ein Mann, der so alt ist wie ich, über die schlimmste Zeit der deutschen Geschichte sagt, das sei nur ein Vogelschiss in der Geschichte. Sowas kann ich nicht ertragen in Kenntnis der Wirklichkeit. Und da bin ich empört. Und dann sage ich, was wollen die hier? Bei diesem Empfinden, hier, sehr zentral gelagert, musste ich gleichzeitig in diesem Buch mein eigenes Parlament kritisieren. Die erlauben dieser Fraktion von der AfD nämlich nicht, Vizepräsidentin oder Ausschussvorsitzender in dem Parlament zu sein. Mein Bauch findet sowas großartig. Es ist schön, dass ihr es denen mal richtig zeigt. Aber wiederum stört der Kopf. Der fragt sich nämlich, ist es politisch klug, wenn wir hier Rechte verweigern oder Rechte einengen, obwohl diese Menschen, die ich nicht mag, dort mit derselben Legitimation sitzen wie alle anderen. Na, das gefällt natürlich nicht jedem. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich eher ein liberaler Typ bin. Und viele sind aus ihrer Empörung über rechtsnationales Denken so wütend dann, dass man schon so eine Erwägung, das muss man sich zweimal überlegt, ob man als eine bekannte politische Gestalt sowas überhaupt hinschreibt. Ja, ein Teil meiner linksprotestantischen Freunde würden das zum Beispiel für überflüssig halten, sich überhaupt solche Gedanken zu machen, denn die taugen ja eh nichts. Da muss man auch nicht ihnen mit Verständnis begegnen. Naja, Sie spüren schon, Anerkennen und Respekt gegenüber dem anderen hier ohne mich. Ja, aber was dann? Naja, ich will mit denen streiten. Ja, und ist das noch Toleranz? Meine Antwort nach vielen Studien, was alles Toleranz sein kann, ja. Streit kann tolerant sein. Er kann widerlich sein, zerstörend und zersetzend, aber er kann konstruktiv sein. Und Sie als Schweizer Volk wissen das auch super gut, weil Sie schon so viele Gelegenheiten hatten, sich in der Kommune und wo auch immer und auf der Staatsebene miteinander zu streiten. Was ist der richtige Weg? Wie definieren wir uns genau? Welche Steuern wollen wir zahlen, welche nicht? Wie soll das Rentenalter bemessen sein? Was wollen wir in Europa oder außerhalb Europas tun? Naja, Sie wissen, was Streitkultur ist. Aber immer dann, wenn wir Streit akzeptieren können und wenn wir sogar bereit sind, was ich tue, Streit noch unter dem Rubrum Toleranz zu fassen, müssen wir uns klar machen, dass wir dann eine Form des Streits wählen müssen, wie etwa im Sport. Wissen Sie, im Sport stellen sich den Boxer vor, Ringer, Fechter, Judokämpfer. Die gehen auf die Matte, die wollen den anderen unten liegen sehen. Sie wollen siegen. Nicht schlimm, wenn man siegen will. Aber eine Bedingung gibt es im Sport. Nur wenn die Regeln geachtet wird, wird der Sieg anerkannt. Und Sportler haben sich daran gewöhnt. Sie gehen nicht in Kämpfe, um zu töten. Aus den Zeiten sind wir raus. Sowas gab es früher auch. Aber in den mühsamen Wegen der Zivilisation haben wir gelernt, unsere aggressiven Potenziale in einer Weise zu zähmen, dass sie noch leben dürfen, aber nicht in der Art und Weise, den anderen zu töten. Also es gibt Grenzüberschreitungen, das wissen wir, aber dann gibt es auch Sanktionen, die der Rechtsstaat geschaffen hat. Aber solange wir in unseren Kämpfen und in unseren streitigen Auseinandersetzungen den anderen nicht als Unmenschen behandeln, sondern als politischen Gegner und ihm mit Argumenten begegnen, dürfen wir streiten noch und nöcher. Das ist erlaubt und es ist oftmals sogar geboten. Wenn das gute Zureden nicht hilft, ist Streit ein legitimes Mittel in der Politik. Und das dient dazu, dass die Fronten klarer werden und bei den allfälligen Entscheidungen, wer soll uns regieren, das Wählervolk genauer weiß, wo steht der eine, wo steht die andere. Und aus dem Grunde habe ich dann gesagt, naja,
klingt nicht tolerant, ich bin ja auch christlich erzogen, Streit, aber ich nenne das jetzt einmal kämpferische Toleranz. Und habe diesen Begriff eingeführt in diesem Buch, weil ich denke, da kommt etwas zusammen. Ich bin bereit zu tolerieren, aber das entbindet mich nicht von Kampfsituationen, wenn es um wesentliche Dinge geht, wenn es um Demokratie, um Freiheit, um Rechtsstaat geht. So, jetzt machen wir einen kurzen Schwenk wieder mal in unseren Alltag rein, den wir so als Normalbürger, wenn wir unseren Alltag gestalten, erleben, um zwei fast gleichzeitig vorkommende Formen von Toleranz miteinander zu besprechen. Und dann gehe ich nochmal zurück zu diesem Phänomen, das ich eben mit der Nennung unserer AfD in Deutschland angesprochen habe. Erstmal möchte ich Ihnen sagen, Gott sei Dank ist aber Toleranz manchmal doch so, wie Goethe das haben will, nämlich Anerkennung und manchmal sogar Freude oder freundschaftlicher Respekt dem anderen gegenüber. Ich gehe nochmal wieder, als ich ganz klein war, in meine Jugend rein. Wo sitzt eigentlich unser Bischof? Den will ich jetzt nämlich mal ansprechen. Der ist doch hier gewesen vorhin. Ach, da, lieber Herr Bischof, stellen Sie sich vor, ich bin ja urprotestantisch, ich kann da nichts für, ich bin so geboren. Und dann bin ich irgendwann auch in den Dienst der Kirche geraten, weil in einer Diktatur war das ein schöner Raum für Menschen, die die Freiheit liebten und selbstbestimmt leben wollten. Also wurde ich ein evangelischer Pastor, aber lange bevor ich das wurde, war ich ein Schulkind und erlebte nach dem Krieg, wie vertriebene Menschen aus dem Sudetenland selbst bei uns oben an der Ostsee ankamen. Am Sonntag gingen die mit ihren traditionellen Gewinnen zur Heiligen Messe. Wir hatten auch eine katholische Kirche in meiner Heimatstadt und sonst war alles protestantisch da oben. Und ich sagte dann zu Oma, Oma, was sind das denn für Lühe? Also was sind das denn für Menschen da? Ja, das sind ja nur die Katholiken, ne? Aha. Ja, Oma, was sind denn das? Ja, die sind ja auch christlich irgendwie. Aber eins musst ihr merken, mein Junge, der Katholik ist falsch. Ne? Also das war jetzt sehr wichtig für mich, dass ich begriff, es gibt Christenmenschen, die können nicht anders als falsch sein. Und die nennt man Katholiken. Ne? So, also so geschehen, das ist eine frühe Prägung. Und natürlich war das eigentlich nicht Intoleranz, das war eigentlich nur dummes Vorurteil von einer Frau, die so aus einem solchen Milieu kam, dass sie schon nach der 6. Klasse die Schule verlassen musste und aus einer Landproletarierfamilie dann arbeiten gehen musste. Da konnte sie nichts dafür. Sie hat einfach was übernommen, was galt. Als sie jung war, haben Liebespaare, die sich nicht heiraten konnten, weil der eine evangelisch, andere katholisch war, sich noch zum Teil umgebracht haben. Wenn ich heute meiner Oma begegnen würde, das ist ja Oma, also diese Katholiken, ich bin denen ja von Herzen dankbar. Also meine Evangelien verwechseln mir zu oft den Zeitgeist mit dem Heiligen Geist. Und da kann es schon passieren, dass ich manchmal froh bin, dass es die Katholiken gibt. Auch, dass sie treu zum Gottesdienst gehen, wenn die Evangelien noch schlafen wollen. Und zwar gibt viele Gründe. Und dann habe ich auch mich über die Gemeinschaft gefreut. Die Kommunisten haben uns beide gehasst. Und das hat uns auch zusammengebracht. Und ich habe so viele schöne Erlebnisse gehabt mit gegenseitiger Gastfreundschaft, bin gerne auf dem Katholikentag gewesen und das fällt mir alles sehr leicht, weil ich nicht in Altötting oder Paderborn geboren bin. Wenn ich jetzt urkatholisch wäre, würde ich jetzt vielleicht auch ganz schlimm leiden, aber ich kann sie einfach von der Entfernung anschauen und bin froh, dass sie da sind. Die sind fremd, also ich mag zum Beispiel keinen Papst und ich kann keinen Weihrauch riechen. Ja? Also sie bleiben mir irgendwo ein bisschen fremd. Aber ich habe sie gern. Und deshalb ist mehr als Respekt gewachsen. So, also unsere eigenen Toleranzgrenzen verändern sich auch im Laufe des Lebens. Das ist auch ziemlich wichtig, dass wir uns das merken. Jetzt noch mal ein anderes Beispiel. Berlin-Wilmersdorf. Laden an der Ecke, Türkenladen, großes Geschäft geworden, weil die Leute massenhaft hinrennen, nicht nur die Migrationsleute, sondern alle, weil sein Gemüse ist immer besonders frisch und er ist besonders nett. Er arbeitet auch wie die Leute, also so das Alter meiner Großeltern oder Eltern. Wir hatten mal in Deutschland ein Wirtschaftswunder. Da haben die Leute ganz intensiv gearbeitet und Wohlstand geschafft.
Das ist jetzt in Deutschland, diese Haltung ist so ein bisschen unmodern geworden. Deutsche Menschen können zum Beispiel keine Erdbeeren mehr pflücken oder Spargel stechen. Das geht nicht, die haben Rücken. Und sie müssen auch sehr viel Gedanken sich machen über die Urlaubsziele beim zweiten Urlaub und so weiter. Also da fällt so ein Typ, der so besonders intensiv arbeitet, schon positiv auf. Ja, man sagt, wow, der ist okay. Ja. Also ich kann das Zeug, was er da verkauft, gar nicht riechen schon. Ich als Mecklenburger, wenn ich diese fremdartigen Gerüche, also ist nichts für mich. Ne? Gemüse schon, aber das Zeug nicht, ich kann seine Sprache nicht, seine Religion ist mir auch fremd, also total fremd. So, jetzt hat der Typ aber 4 Töchter und alle 4 haben Abi und 3 von ihnen studieren schon. Wow, sage ich, das ist eine Geschichte. Das gefällt mir. Und der total Fremde ist plötzlich ganz nah an meinem Herzen. Super Typ. Derselbe Mann hat einen Cousin, der wohnt 2 Straßen weiter. Der hat nur eine Tochter. Die ist jetzt 15 und sie soll jetzt mal ganz schnell verheiratet werden. Denn da gibt es einen Cousin in Anatolien, den sie nicht kennt, aber der ist total geeignet. Und in der Familie war das schon immer so, dass die Alten besprochen haben, was die Jungen zu heiraten haben. Die beiden Männer streiten sich darüber bis aufs Messer. Und mein Verhalten zu diesem Zweiten, ist die denn so wie gegenüber dem Ersten? Natürlich nicht, sondern ich bin total empört. Ich streite mit dem. Und wenn meine fortschrittlichen Freundinnen und Freunde sagen, ja, du musst da schon aufpassen, dass du nicht zum Ausländerfeind wirst, dann sage ich, die Wahrnehmung von Fehlhaltung bei Ausländern ist eine gebotene Wahrnehmung. Und das Nichtwahrnehmen ist keine Tugend, sondern falsche Toleranz. Ja, aber wenn du so sprichst, bist du ja sehr nah bei den Rechtsradikalen. Dann sage ich, es tut mir leid, aber Wahrheit und Wirklichkeit sind Wahrheit und Wirklichkeit und gehören bemerkt und besprochen. Und deshalb ist es kein Ausweis von Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit, wenn wir Fehlverhalten unter Zugewanderten als Fehlverhalten beschreiben und das drastisch bekämpfen und nicht die Augen zumachen und drüber wegsehen. Wenn an unseren Berliner Schulen zum Beispiel Antisemitismus aus Milieus von Arabern und Türken gang und gäbe ist, dann wird das am liebsten nicht besprochen. Aber ich finde das natürlich total schwierig und total wirklichkeitsfeindlich. Und deshalb gewöhnen wir uns bitte daran, dass wir in ein und derselben Lebenssituation ganz schnell switchen müssen zwischen der Form der Toleranz als Anerkennung und Respekt und andererseits der wirklich kritischen Rückfrage und auch des Streits. Das beides ist eine Tugend und nicht das eine Tugend, das andere ist eine Untugend, sondern beides gehört zur Toleranz. Jetzt will ich Ihnen noch mit dem Blick auf die vorhin angesprochene konfliktreiche Debatte über die Parteien, die am rechten Rand reüssieren in Europa, etwas von meinen Erkenntnissen berichten, die ich gewonnen habe bei der Erarbeitung des Textes. Ich habe Ihnen erzählt, dass ich ein eher liberaler Typ bin und bin gleichzeitig ausgestattet mit so einem Fundus von wie soll ich mal, wertkonservativem Denken. Es gibt sogar auch ein bisschen was Linkes noch in mir. Das kommt immer dann hoch, wenn ich sehe, dass wir nicht jedem Menschenkind, was in unseren demokratischen Gesellschaften aufwächst, dieselben Entwicklungschancen geben. Ja, das regt mich auf, da werde ich wütend, das ist ein traditionell linkes Thema und das ärgert mich total. Aber im Kern geht es mir darum, dass wir die Liberalität unserer offenen Gesellschaft zu verteidigen haben. Da schlägt mein Herz. Und deshalb habe ich mich jetzt gefragt, wie kommt das eigentlich, dass in so vielen Ländern Europas, und zwar bevor wir in Deutschland die AfD hatten, so eine Drift ist hin zu einer Bewegung oder Parteien, die national bis nationalistisch sind, nationalpopulistisch zum Teil, und dem wollte ich mal auf den Grund gehen. Ich bin dabei auf Studien aus dem angelsächsischen Raum gestoßen, die angeregt durch frühere Studien über den autoritären Charakter, das ist aber in der Kriegszeit gewesen von den deutschen Immigranten der Frankfurter Schule, lasse ich jetzt mal aus. Und ausgehend von diesen Debatten haben sich Wissenschaftler dann aufgemacht, Ende des vergangenen Jahrtausends, also vor der Jahrtausendwende, bis rüber ins neue Jahrhundert. Was ist es? Gibt es so etwas wie eine grundsätzliche Prägung der Gesellschaft, die sehr markante Typenmerkmale umfasst?
und bin auf Studien gestoßen, unter anderem von Karen Stanner, einer australischen Verhaltensökonomin, die im angelsächsischen Raum geforscht hat. So, also Sie fragen sich, gibt es tatsächlich so etwas wie eine autoritäre Disposition? Im Deutschen hört sich das gleich pejorativ an, im angelsächsischen Sprachgebrauch nehmen wir es erstmal als grund- und strukturkonservative Prägung. Gibt es das? Ist das messbar? Und man hat Methoden entwickelt, die das erlaubten, so etwas zu messen. Ergebnis: In 28 europäischen Nationen hat man festgestellt, dass 33% der Bevölkerung diese Prägung in sich tragen. Es gibt eine andere Prägung, die ist libertär, progressiv. Dieser Teil der Bevölkerung ist kleiner, aber er ist immer natürlich auch vorhanden. Ich konzentriere mich jetzt auf die eben genannten. In den USA umfasst dieser Teil der Bevölkerung 44%. Wenn wir uns jetzt fragen, warum haben diese Menschen jetzt in den letzten 20 Jahren so stark ein Bedürfnis, rechts von den traditionellen konservativen Parteien sich zu beheimaten, dann kommen wir auf zwei Phänomene. Erstens, wir alle leben seit 20 Jahren in einer Zeit des forcierten Wandels. Und immer wenn sehr viele Wandlungsfaktoren eine Gesellschaft bestimmen, gibt es eine Verunsicherung in der Gesellschaft. Ähnlich wie als das Maschinenzeitalter begann. Da dachten auch viele, das ist der Untergang. Und kulturell gab es eine Rückwendung in die Romantik. Ja, das war früher das Mittelalter, auch wie schön. Und die blaue Blume im Walde, wo die Vöglein singen, alles wunderbar. Ja. Das Industriezeitalter machte ihnen Angst. Jetzt haben wir aber mehr als ein Industriezeitalter. Wir haben technologische Innovationen sondergleichen mit der künstlichen Intelligenz. Wir wissen nicht mehr, ob wir noch frei über uns selbst bestimmen werden in der Zukunft. Wir haben massive wirtschaftliche Verwerfungen in Teilen, nicht bei uns, aber in Teilen der Welt. Wir haben große Problembereiche wie Klimawandel, die triggern diese Ängste noch an, die bestehen vor einem Wandel. Und wir haben einen kulturellen Wandel, der viele Menschen überfordert. Wir sehen das an den Ostländern, nicht nur an Moskau und den Russen, sondern auch an den Polen. Allein die Tatsache, dass plötzlich homosexuelle Menschen genauso viel Rechte haben sollen wie alle anderen Menschen, ist für eine traditionelle Gesellschaft erstmal eine Zumutung. Das können Sie auch in Afrika sehen, wenn Sie in dortige Gesellschaften gehen. Das sind dann kulturelle Faktoren, die mit dazu beitragen, dass die Leute sagen, sag mal, wo leben wir denn eigentlich? Dann mal sehr stark diese Zuwanderungswellen, die wir in Europa erlebt haben, wodurch eine Vielfalt entstanden ist, die wiederum gerade jene Menschen besonders verunsichert, die nicht Schritt für Schritt sich an Vielfalt und Diversität haben gewöhnen können. Die fürchten sich zunächst vor dem Fremden. Denn alles, was fremd ist, löst zunächst im Menschen Abwehr aus. Das ist eine anthropologische Konstante und noch keinen Rassismus. Was wir aus Fremdheit machen, daraus kann Rassismus werden. Aber wir können Fremdheit auch dadurch überwinden, dass wir uns vertraut machen mit dem Fremden. Und da gibt es eine ganze Geschichte des Vertrautwerdens mit dem Fremden, gerade im westlichen Europa. Diese Geschichte hat der Osten Europas noch nicht oder noch nicht so lange erleben können. Ich habe jetzt eine Reihe von Veränderungsfaktoren genannt, die in vielen Gesellschaften die Sorge haben wachsen lassen, wir leben nicht mehr in dem Land, das uns vertraut ist. Und wenn dann die konservativen Parteien in die Mitte rücken, dann ist am rechten Rand eine Repräsentanzlücke entstanden, die dann gefüllt wird von denen, die ein traditionelles Politikmodell anbieten und sagen, haben wir doch gleich gesagt, die ganze Moderne ist Mist. Wir wissen doch, was wir daran hatten, wie es früher war, als wir etwa eine homogene Nation waren. Man fragt sich dann nicht, wie soll Homogenität denn heute hergestellt werden? Ja, wer soll denn unsere Alten pflegen? Wer soll die Arztstellen besetzen, die vakant wären, wenn es nur Landsleute wären? Wer soll überhaupt, wir würden ja gar keine Erdbeeren und Spargel und Weintrauben mehr kennen, wenn es nur die Einheimischen her... Also das geht gar nicht, die Homogenität wiederherzustellen. Aber die geheime Sehnsucht, es möchte doch so sein wie früher. Wenn ich ins Bundesland Sachsen gehe zum Beispiel, kannst du dieses Gefühl mit Händen greifen, diese Fremdheit gegenüber dem Neuen, ja, sind wir denn noch Herren im eigenen Lande?
Und jetzt erinnern Sie sich an die Zeit, als hier bei Ihnen im Land so eine neue, kraftvolle Bewegung rechts außen entstand mit der Schweizerischen Volkspartei, wo auch das Gefühl da war, wir brauchen was Neues, was Uriges, echt Schweizerisches. So gehen wir in ganz anders, wir gehen nach Finnland. Ja, wir Finnen, wir sind ja gar nicht mehr richtig bei uns, wir brauchen was richtig Uriges, die wahren Finnen, die Schweden. Also eines der offensten Länder überhaupt, bestgeordnet, super Sozialstaat. Wir brauchen mal was, wo wir uns als Schweden noch richtig daheim fühlen, das alte, urige Schweden, wo wir einander noch vertrauen konnten und uns wohlfühlen. Wir brauchen Schwedendemokraten. Und so ist überall diese Drift entstanden nach rechts außen. Hängt ein bisschen damit zusammen, dass das Heimatbedürfnis von den traditionellen konservativen Parteien nicht mehr völlig ausreichend bedient wurde. So kommt sowas dann zustande. So, nun sehen wir eine ganz unterschiedliche Entwicklung. Bei Ihnen in der Schweiz will die Rechtsaußenpartei nicht die Demokratie abschaffen. Wir in Deutschland sind da nicht so sicher bei unserer AfD, ja, was die eigentlich für eine Politikziele haben. Es gibt schon gute Gründe, dass die SVP gar nicht mit der AfD verhandeln will, weil ihnen das suspekt vorkommt, wenn Menschen so sprechen wie ein gewisser Herr Höcke in Thüringen oder sowas. Das klingt zu sehr nach Nazitum. Und das will auch der konservativste Schweizer nicht. Deshalb wissen wir jetzt nicht, wie sich in den einzelnen Ländern die Bewegungen und Parteien des Rechtsaußen einmal gestalten werden, wohin die sich entwickeln werden. Ja, ob sie praktisch in dem bürgerlichen Bereich bleiben oder ob sie so etwas wie eine konservative Revolution wollen. Und sagen Sie nicht, dass das in Demokratie nicht möglich wäre. Denken Sie an Trump, was plötzlich geschieht in einem Mutterland der Demokratie. Oder denken Sie an Ansätze wie in Ungarn, wo eine betont illiberale Demokratie gefordert wird. Naja, da fühlen sich autoritär geprägte Menschen natürlich zu Hause. So, und jetzt müssen wir uns fragen, in welcher Entwicklungsphase sind wir nun in jedem Land? Jetzt will ich noch etwas sagen, was mich nicht völlig als liberale Menschen in Unruhe oder in Alarmismus versetzt. Dieses Bedürfnis dieser Menschen, die nationalpopulistische Bewegungen präferieren, kannst du irgendwo verstehen, du musst sie aber nicht einfach so lassen. Es gibt Argumente für unsere Form des Daseins im liberalen Rechtsstaat, die Ihnen eigentlich einleuchten könnten. Denn nirgendwo als in diesem liberal geprägten, offenen Gesellschaften haben Sie diese Möglichkeiten der Freiheit, Ihre Überzeugungen zu leben. Und nebenbei gesagt, haben wir auch ganz schöne wirtschaftliche Erfolge in genau diesen Regimen, die Sie zum Teil heftig kritisieren. Es geht uns ganz schön gut mit diesem Gesellschaftsmodell. Und deshalb haben wir viele Gründe, es zu bewahren. Und deshalb gehört irgendwie dazu, dass wir uns irgendwann Gedanken machen, wie wollen wir mit denen umgehen, die alles abschaffen oder umstürzen wollen. So. Jetzt, um dieses Ding abzuschließen, noch eine Bemerkung. Als ich dies gelesen habe, bin ich plötzlich auch ein bisschen geerdet worden. Ich habe mir immer gedacht, hab nur die richtigen Argumente und du wirst alle zur Freude an der liberalen, offenen Gesellschaft hinbringen können. Durch Überzeugung. Naja, muss ich jetzt leider sagen, war ein schöner Irrglaube. Ja. Also einige werden da immer, wenn es zu bunt wird, werden immer Ängste kriegen. Und da müssen wir nur versuchen, dass wir ihnen das geben, was sie offenkundig behalten können, trotz Vielfalt. Ich denke einmal an die Stadt Köln. Über 160 verschiedene Völkerschaften leben dort. Und die Kölner sind nach wie vor mit ihrem Karneval, ihrem Katholizismus und mit ihren merkwürdigen Sitten und Gebräuchen, mit ihrem Slang, den sie da sprechen, den kann ich gar nicht verstehen. Das ist ihnen total vertraut. Die sind noch total kölsch. Ja? Obwohl diese ganzen fremden Völkerschaften da sind und jeder Mensch, der in Chemnitz oder Dresden lebt, fürchtet sich vor solcher Überfremdung durch so viele andere. Aber die Kölnischen haben gezeigt, die sind da und wir sind trotzdem kölsch. Und deshalb brauchen wir so eine Gewissheit, dass die Diversität unser Heimatgefühl nicht killen muss. Und daran haben wir politisch zu arbeiten. Und da haben wir auch, und das habe ich in Deutschland, vermisse ich in Deutschland oft, wir haben oft so das Gefühl, wenn du im Grunde ein bisschen rechts von der Mitte bist, bist du bei fortschrittlichen Deutschen schon gleich Nazi.
Ja? Also du wählst ja Nazis, sagen sie dann. Ja, ob das nun stimmt, deshalb sage ich immer, schaut mal nach Schweden, nach Dänemark, in die Niederlande, in die Schweiz. Wollen die Rechtsaußenwähler alle Nazis haben? Aber sie wollen für etwas kämpfen, was sie behalten möchten, ihr Gefühl der Beheimatung. So, und das können wir erreichen. So zu ticken, so schwer konservativ zu ticken, ist keine Verurteilung zu ewigem Kerker, sondern in diesem Milieu gibt es was Gutes, nämlich Wertkonservatismus. Und keine Gesellschaft kann auf wertkonservative Haltungen verzichten. Jede Gesellschaft braucht das. Schlimm wird es, wenn aus Wertkonservatismus reaktionäres Gedankengut wird und man die Demokratie verachtet, statt sie zu verbessern, sie verachtet. Und diese Phänomene haben wir eben dort. Und die müssen wir dann auch entsprechend bekämpfen. Dann ist Schluss mit Toleranz. Wenn einer die Freiheit eben bekämpfen will, dann ist, oder abschaffen will, ist Schluss mit Toleranz, dann kommt die Intoleranz. So, ihr Lieben, ich habe meine Zeit überzogen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass ich Ihnen so ein paar kleine Storys aus meinem Leben hier aufgetischt habe. Da können Sie sagen, ja, das hätte er ja auch sein lassen können. Wir sind ja viel zu intelligent für seine Platten-Storys. Aber ich habe es nun mal gemacht. Ich kann nicht anders. Und deshalb habe ich jetzt ein bisschen überzogen. Ich konnte Ihnen jetzt nicht die Vorteile einer Form von Toleranz vorstellen. Die würde ich nennen eine Form Toleranz in Form einer friedlichen Koexistenz. Ja? Denken Sie mal, alte Zeit, Ostblock, NATO, ja? Wir mögen uns nicht, aber wir tun uns nichts. Kein Verständnis, aber auch keine Aggressivität. Das ist auch ein Minimum an Toleranz. Und ganz zum Schluss, meine Damen und Herren, es gibt auch sowas wie Toleranz aus Liebe. Ja, das ist richtig wissenschaftlich zu definieren, aber sehr dicht am Leben. Ja. Einige von uns haben Kinder gehabt, manche waren auch selber Kind. Und da gibt es so eine Phase, das nennen wir Pubertät. Ja? Das ist eine sehr geschönte Begrifflichkeit für etwas Unerträgliches. Ne? Tatsächlich entsteht dann oft ein Dialog, von mir hat sie das nicht. Ja? Nein, von wem denn sonst? Also das Übel kann nicht von mir kommen. Und eigentlich müssten diese Objekte der Widerborstigkeit raus aus dem funktionierenden System. Sie müssten raus, weg, das passt nicht zu uns, weg. Ja, aber passiert nicht. Meine Tochter, mein Sohn darf noch bleiben. Man erträgt es. Toleranz aus Liebe. Soweit für heute. Wenn Sie mehr wissen wollen, einfach das Buch aufschlagen, nachlesen und dann denken, ja, recht hat er oder nö, sehe ich anders. Wie auch immer, Sie haben mir aufmerksam zugehört und dafür habe ich Ihnen zu danken. Und jetzt werde ich noch ein paar Sätze, vielleicht, wenn Sie es ertragen, hier im Dialog loswerden. Und soweit bedanke ich mich erstmal bei Ihnen. Okay. Schön sind Sie bei uns. Danke für Ihre Worte. Herr Gauck, die geopolitische Lage zurzeit ist angespannt. Kriege, Katastrophen, Krisen. Was macht Ihnen zurzeit Mut? Ja, ich gucke erstmal in die Ukraine und sehe da voller Erstaunen eine Tugend oder eine Haltung, die ich aus meiner Heimat so nicht kenne, dass Menschen das Letzte, nämlich ihr Leben, einsetzen, um für ihre Freiheit zu kämpfen. Irgendwie unmodern. Und einige Debattenteilnehmer bei uns gucken so von oben ab, was ist denn das jetzt? Sollen wir wieder über Helden sprechen? Sagen sie denn so schlecht Belehrte? Eine merkwürdige Art von Intellektualismus, der eine Haltung, die man selber nicht mehr an den Tag legen kann, irgendwie runterdeklinieren muss. Ja? Das Beeindruckende nehmen. Und doch sind da Menschen,
die wollen lieber kämpfen, als in Frieden, als Unterworfene zu leben. Und das beeindruckt mich sehr stark. Und in meinem Land hat sich eine gewisse mentale Wandlung vollzogen. Wir sind sehr lange Menschen gewesen, die eine Friedensdividende eingestrichen haben. Wir wollten uns auch nicht anstrengen, auch bei militärischen Einsätzen im Ausland sind wir ungern dabei gewesen, auch wenn sie gut mandatiert waren, und haben so eine Politik der Zurückhaltung gepflegt über viele Jahrzehnte. Hängt mit der deutschen großen Schuld an diesen großen Morden in der Zeit des Krieges und der Nazizeit zusammen. Das war auch eine Tugend, sich von diesem Machotum zu lösen. Aber wenn das dann praktisch so ist, dass das Land über viele Generationen, über 2 Generationen eine super Demokratie geworden ist, dann noch so zu tun, als sei man selber so gefährlich wie zur Zeit von Wilhelm oder von Adolf Hitler, das ist auch ein bisschen Flucht aus der Wirklichkeit. Und in dieser Flucht aus der Wirklichkeit konnte man sich aber auch relativ bequem einrichten. Ja? Und selbst wenn wir Truppen geschickt haben, waren das oft keine Kampftruppen, sondern die haben dann mehr so Infrastruktursachen gemacht. Es ist ja auch schön, Brunnen zu bauen und Schulen zu errichten, aber manchmal muss halt auch gekämpft werden. Und jetzt wächst in der Bevölkerung so das Gefühl, ja, man muss sich auch verteidigen. Und wir haben plötzlich Mehrheiten, dass unser Verteidigungshaushalt hochgeschraubt wird. Wir haben Mehrheiten für die Politik des Bundeskanzlers, der erkannt hat, dass wir wieder wehrhaft sein müssen. Wir haben sogar ziemlich starke Unterstützung für Waffenlieferungen, was früher sehr, sehr heikel war. Und das ermutigt mich, so dass Europa vielleicht doch zusammensteht und dem Diktator Putin seine Grenzen aufweisen könnte. Aber sicher bin ich natürlich nicht. Den Haag, wir haben es gestern gelesen, hat einen Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen. Heute, vor wenigen Stunden, ist Putin für den Jahrestag der Annexion auf der Krim gewesen. Der Krieg dauert an, unzählige Opfer unweit von uns entfernt. Einige sehen in dem Krieg auch einen Stellvertreterkrieg der beiden Supermächte. Ich habe einen 2-jährigen Sohn. Auf was muss er sich einstellen? Wie lange wird dieser kalte Krieg andauern? Ja, Sie benutzen gerade eine Begrifflichkeit, von der wir dachten, dass sie ein für alle Mal erledigt sei, kalter Krieg. Ne? Also wir haben jetzt nicht diese bipolare Welt wie seinerzeit, als es den Kalten Krieg gab, sondern es gibt unterschiedliche Machtzentren inzwischen. Was auf uns zukommt, ist ein sehr starkes China, unendlich viel stärker als Russland. Aber bleiben wir mal bei Russland. Wir brauchen eine Bewusstheit, dass das, was unser Leben ausmacht, Freiheit und Rechtsstaat, nicht unbedroht ist, dass es bedroht ist. Und diese Bewusstheit ist stärker in den Nationen, die dichter dran sind an der alten Sowjetunion, ja? Bei den Balten und bei den Polen als etwa in Deutschland. Und wir werden eine Welt wiedersehen, in der ähnlich wie im Kalten Krieg, aber mit einer etwas anderen Argumentation gesagt wird, wir ertüchtigen uns jedenfalls so weit, dass es keinen Durchmarsch gibt. Im Moment wäre ein sehr aggressives Russland imstande, jedenfalls in Deutschland, sehr viel Land zu gewinnen. Ja? Ohne unsere amerikanischen Freunde und ihren atomaren Schutzschirm wären wir da völlig aufgeschmissen. Und so langsam dämmert es uns, dass man für die eigene Sicherheit eben auch was tun muss. Und deshalb wird Ihr Sohn und meine Enkel werden sich daran gewöhnen müssen, dass wir es neu lernen. Unter Umständen müssen wir tatsächlich als Person verteidigen, was uns am Herzen liegt. Ja? Diesen Raum der Möglichkeiten, wo wir freie Menschen sein können und unsere Form des Lebens selber bestimmen können. Das, ja. Sie sind, wir haben uns vorhin gehört, ein großer Verfechter von Toleranz, plädieren aber auch dezidiert für Intoleranz, wo angebracht und wo nötig. Die Frage drängt sich auf, war der Westen zu lange tolerant mit Russland? Ja, jetzt kommen Sie mir entgegen, weil ich habe gerade die Arbeit an einem neuen Buch abgeschlossen,
Das wird Erschütterung heißen und Anfang Mai auf dem Markt sein. Und der erste Teil dieses Buches handelt genau davon, was Sie in Ihrer Frage aufreißen. Wird zurzeit sehr breit debattiert in den Medien, aber auch schon in einzelnen Veröffentlichungen. Und das Interessante ist, dass wir zu kritisieren haben, was aus positiven Ansätzen erwachsen ist. Also bei Putin kannst du nicht von positiven Ansätzen sprechen, sondern das ist ein imperialer, räuberischer Gestus, der ihn leitet. Unsere Ostpolitik, jedenfalls die zweite Phase unserer Ostpolitik, macht den Fehler, dass sie so tut, als wäre das Gegenüber auf einer ähnlichen Basis würde agieren wie wir, wertemäßig. Ja? Aber offenkundig ist das gar nicht der Fall. Und so muss man sich daran, und man hat im Grunde so getan, als wäre das da gegenüber kein Feind. Und jetzt, selbst jetzt, wo er erklärt hat, 2014 schon, dass seine aggressiven Maßnahmen eben feindliche Aktionen sind, Teile eines Landes zu besetzen, Teile völlig zu annektieren. Und selbst da hat man so getan, als dürfe man dem Gegenüber nicht so sehr wehtun, dann würde er ja sein Gesicht verlieren, und dann wäre alles noch schlimmer. Und das sind alles aus Wunschdenken erwachsene Fehlhaltungen, dass man nicht erkannt hat, wo müssen wir stehen, wo müssen wir gegenhalten. Schon 2014 hätten die Sanktionsmaßnahmen entschlossen sein müssen. Sehr deutlich, waren sie nicht, sondern Nord Stream 2 wird weiterentwickelt. Ja, da konnten die Polen und andere Europäer noch so sagen, Leute, Deutsche, was macht ihr da? Ja, und einer meiner Vorgänger, Bundespräsident Köhler, sein erster Staatsbesuch in Polen, da hört er von seinem polnischen Gegenüber, dem Präsidenten, schon wieder hat Polen von Deutschland ein Messer in den Rücken bekommen. Präsident Köhler wusste gar nicht, wovon er redete. Er redete von einer Versorgungsleitung durch die Ostsee an der Ukraine und an Polen vorbei. Und wir Deutschen haben gedacht, ja, wir tun was Gutes. Klar, für unsere Wirtschaft haben wir was Gutes getan. Aber für unsere Bruderschaft innerhalb unserer Europäischen Union und innerhalb der NATO haben wir nichts Gutes gemacht. Nicht? Und deshalb kann manchmal aus so einem positiven, friedfertigen Politikansatz kann auch eine Politik mit Mängeln folgen. Und das war eine Politik mit Mängeln. Und ich habe mich jetzt so ein bisschen bemüht, das mal zusammenzutragen, versucht da nicht gehässig zu sein, sondern zu sagen, ja, so ist es. Und deshalb hat mich eben dann die Ansage einer Zeitenwende ausgerechnet eines sozialdemokratischen Kanzlers natürlich total gewundert, aber ehrlicherweise auch gefreut. Ja. Jetzt Wirklichkeit so anschauen, wie sie wirklich ist. Das war ja das Signal. Sie haben in einem Interview gesagt, die deutsche Politik müsse so entschlossen sein und auch so substanziell helfen, dass die Gefahr eines Diktatfriedens von Putin, eine Art neuer Versailler Vertrag, abgewendet werde. Ist das tatsächlich realistisch? Solange man es wirklich will, ist es realistisch. Und wenn dieser Wille erlahmt, weil es zu teuer wird oder zu langwierig oder zu gefährlich, dann ist es unrealistisch. Ja, aber es ist so, mourir pour danser. Es gab eine andere Epoche, da fragten sich die Westmächte, ob es sinnvoll sei, Polen beizustehen. Gegenüber einem Hitler könne man sowieso nichts machen. Und sie mussten sich durchringen. Hitler hat gesagt, die sind so viel zu verweichlicht, die werden das nicht riskieren. Und hat er sich irgendwie verrechnet. Ja, da gab es einen Churchill, der hatte dann Ideen, dass man niemals aufgeben würde. Und etwas von dieser Gesinnung braucht der Westen. Sie haben auch gesagt, in diesem Konflikt gibt es ein Schwarz und ein Weiß, ein Opfer und einen Täter. Es gibt Gruppierungen, gerade auch in Deutschland, die diese einseitige, ich sage mal so, Sicht auf den Krieg nicht verstehen und auch nicht teilen. Haben Sie Verständnis dafür? Und woher kommt dieses Unverständnis für diese Sicht? Bei den netten, lieben Leuten habe ich Verständnis dafür. Die finden Frieden besser als Krieg. Ja, das finde ich auch. Ne? Aber bei denen, die zu politischem Denken fähig sind, bin ich nun schon anders eingestellt. Weil es für mich in einer seltenen Klarheit, deshalb habe ich auch Schwarz-Weiß genommen, zutage liegt, wer das Opfer ist und wer der Täter. Kein Ukrainer wollte irgendein Stück des Russenlandes besetzen. Sehr wohl aber umgekehrt. Und tatsächlich ist das nicht nur Absicht, sondern es ist vollzogen worden mit äußerster Brutalität und Missachtung des Völkerrechts. So, und unter Einbeziehung von Kriegsverbrechen und allem Möglichen, was immer dann auch passiert.
Und deshalb ist für mich diese Äquidistanz weder Moral der Leute, ja, wer weiß, ne? Präsident Lula, ja, schwafelt da daher, also ja, wenn zwei im Konflikt sind, da haben ja immer beide irgendwie ein bisschen Schuld. Ja, normalerweise ist es im Leben so, sagen wir mal bei 90% bei Konflikten. Aber es gibt im ganz normalen Leben Situationen, da gibt es auch ein Schwarz-Weiß im Individuellen. Der Mörder ist der Mörder und der Ermordete die Ermordete. Und der Vergewaltiger ist der Vergewaltiger. Und die vergewaltigte Frau ist das Opfer, die Vergewaltigte. Es gibt ein Schwarz-Weiß in Lebenssituationen. Und wir wären töricht, es nicht zu sehen. Und so etwas gibt es auch im politischen Raum. Ich bin ein Deutscher. Ich weiß, wie Hitler seinen Krieg angefangen hat. Und es ist nicht nur Hitler, der Völkerrecht bricht. Es sind andere eben auch. Und in dieser Situation so zu tun, und dann sind die hergesuchten Dinge auch so schwierig, eingekreist von der NATO. Ja, jetzt hat er es geschafft, dass Finnland unmittelbar an seiner Grenze NATO-Mitglied ist, war es vorher über Jahrzehnte nicht. Dieses Thema mit der Einkreisung ist völlig neu, also nicht völlig neu, es gibt es ein paar Jahre, aber es hat lange Jahre gedauert, ehe das überhaupt angefasst wurde. Es gab nach 90 eine Russland-NATO-Akte, da war die Kommunikation geregelt miteinander, ein Wohlverhalten. Man hat sogar überlegt, vielleicht die Russen einzubeziehen in ein gesamteuropäisches Verteidigungssystem. Es gab Verträge von Paris, wo man sich geeinigt hat auf Normen des Miteinanders. Es gab sogar von Putin Äußerungen, dass ihn die NATO nicht weiter stört. All das gab es. Und der Teil, der tut nun so, als wäre dieses Argument der Einkreisung, als wäre das wirklich real. Das ist Propaganda, das ist Kriegspropaganda, und Intellektuelle müssten sowas zumindest erkennen können und wenigstens diesem Narrativ der Einkreisung nicht folgen. Dann gibt es ein anderes Narrativ, und das ist schon ernstzunehmender. Das geht davon aus, dass große Nationen oder Imperien eine Einflusssphäre brauchen, also praktisch ein Vorfeld. Also wenn du nun schon mal Imperium bist, dann müssen die Nachbarn eben mal hinhalten. Ja? Also einer der deutschen Intellektuellen, die das vertritt, ein Sozialdemokrat, Klaus von Dohnanyi, hat das zum Beispiel in einem Buch veröffentlicht. Das kann ich nur herzhaft angreifen. Denn werden die kleineren Nationen in der Nachbarschaft eines Imperiums, sind die anders als andere Nationen? Haben die kein Selbstbestimmungsrecht? Diese Frage stellt man sich dann nicht. Sondern das war doch eigentlich immer so, dass Imperien so im Vorfeld ein Sicherheitsglassis brauchen, das ihnen dann auch erlaubt, in Friedlichkeit und Fröhlichkeit dahin zu leben. Ja, welch eine Arroganz gegenüber Völkern wie Estland, Lettland, Baltikum, Ukraine und so weiter. Ja, das ist ja alles unglaublich. Aber hat sich festgesetzt. Das sind sozusagen dann realpolitische Überlegungen, die davon ausgehen, dass das, was wir in der Geschichte kennengelernt haben, irgendwie doch ewige Gültigkeit haben müsste. Aus christlicher Perspektive könnte man auch damit argumentieren, es gibt nur eine Antwort auf das Böse, das Gute. Ja, also mein Nachfolger, Bundespräsident Steinmeier, hat ja in der Auseinandersetzung mit Putin die Dimension des Bösen in mindestens einer, ich glaube sogar in 2 Reden eingebracht. Das hat mich gewundert von einem Juristen, dass er diese eher religiöse Dimension eingebracht hat. Ich kann nicht sagen, dass ich mich darüber geärgert habe, sondern weil ich darin eine Zuspitzung sehe, wo er selber auch für sich erkannt hat, da begegnet uns nicht irgendetwas, sondern eine verstörende Andersartigkeit. Und wenn die ausgestattet ist mit destruktivem Potenzial, dann ist die Bezeichnung das Böse auch irgendwie gerechtfertigt. Man kann sie jedenfalls verwenden. Und das Besondere liegt nun darin, dass Menschen es wieder lernen müssen, nicht nur im Sinne der Aufklärung zu wissen, der Mensch ist eigentlich gut. Die Aufklärung wusste aber eigentlich auch mehr, ja, dass der Mensch ambivalent ist. Und wer im Grunde im Individuum die destruktiven Potenziale nicht erkennt, verkennt doch Wirklichkeit. Und was in den Individuen vorkommt, kommt eben auch in großen gesellschaftlichen Verbänden zutage. Und dann anzunehmen, dass dort
destruktives Handeln, also die Bereitschaft zu unterdrücken, Recht außer Kraft zu setzen und das Recht des Stärkeren zur Maßgabe zu machen, wenn man das nicht sehen will, verfehlt man eben Wirklichkeit. Und darum ist in einer bestimmten Situation nicht mit so einem allgemeinen menschlichen Gedödel, ja, bei einem Konflikt haben alle irgendwie ein bisschen Schuld. Ja, das kannst du praktisch bei fast jedem Ehekonflikt sagen, ja, oder Geschwisterkonflikt. Ja, aber in bestimmten Situationen darfst du es nicht sagen, weil du hier aufgefordert bist zu einer Exaktheit pro Humanitate. Ja, das ist eben dann eine Art einfach Haltung zeigen. Ja. Sie haben Wladimir Putin auch mehrere Male getroffen. Nein, nur einmal. Was für ein Bild haben Sie von ihm? Wie würden Sie ihn charakterisieren? Das ist eigentlich unerheblich. Ich habe vorhin die Strukturen beschrieben, die ihn gemacht haben. Und das ist eben ein Typus Politiker, den ich habe doch nicht ohne Grund hier dieses Stück Sowjetkunde vorgeschoben. Sie kennen den Menschentypus nicht. Das gibt es hier nicht, so etwas. Ja? Dieses völlige Aufgehen in eine Zweckhaftigkeit des Machterhaltes. Das ist so abenteuerlich anders, dass Sie sich das nicht vorstellen können. Nicht? Und es ist natürlich schön, wenn wir uns so viel zumuten, dass mit unserem guten Willen und mit der Freundlichkeit des Blickes auf ihn, so wie Gerhard Schröder eben in ihm einen lupenreinen Demokraten erkennen wollte, kann ich sagen, ja, rührend, ein zutiefst christlicher Mensch, der noch in so einem Typ das Schöne und Großartige zu erkennen vermag. Ja, wunderbar, ich könnte darüber super schöne Gedichte schreiben. Aber es ist eben fern der Wirklichkeit. Und deshalb lohnt es sich eben zu erkennen, welche Strukturen und welche Rolle spielt das Machtdenken in einer solchen Person, die so stark geprägt ist von einer Gemengelage der Sicherung von Macht mit allen nur denkbaren Mitteln. Und dieser Mensch hätte auch andere Möglichkeiten gehabt, als er vor dem Deutschen Bundestag stand und in Deutsch gesprochen hatte mit schönen Vokabeln. Da haben viele gedacht, na ja, wir können doch mit dem ein gemeinsames europäisches Haus bauen im Sinne von Gorbatschow. Aber er ist eben völlig weg von diesem Ganzen. Gorbatschow ist für den ein Jahrhundertverräter. Ja, das ist ein völlig anderer Typus von Russe. Ja, Kommen wir auf die Schweiz zu sprechen. Auch die Schweiz sucht sich aktuell ihre Rolle. Auf der einen Seite westliche Werte vertreten, ohne die Neutralität aufzugeben. Der Druck auf die Schweiz steigt jetzt nun, aber auch von allen Seiten, Farbe zu bekennen, eine aktive Haltung der Neutralität einzunehmen. Ist es in so einem Konflikt, in so einer Situation mutlos, neutral zu sein? Es kann mutlos sein, es ist bei vielen mutlos, wahrscheinlich nicht bei jedem. Ich brauche einen Moment Zeit jetzt, um das zu erläutern. Vorweg, ich habe das gerade auch in einem Rundfunkinterview gesagt, hier spricht einer aus dem großen Nachbarland, der ein Fan dieses Landes ist. Und das will ich auch begründen. Ich bin ein Fan des Schweizer Volkes, weil es so lange demokratisch war. Das war in meinem Land anders. Die Schweizer können das. Und sie wissen offenkundig mehr über die Würde eines Menschen und die Rechte eines Menschen. Und das haben sie staatlich organisiert. Mit ihrer direkten Demokratie, das ist nicht meine Vorstellung, aber sie haben das so geschafft und in überzeugender Weise. Zweitens, sie sind ein Vorbild für ganz Europa, weil sie traditionell gelernt haben, das Verschiedene miteinander zu verbinden und nicht zu diskriminieren, sondern die unterschiedlichen Sprachen, Kulturen, Mentalitäten und Religionsausübungen in gleicher Weise zu achten und miteinander in ein Ganzes zu fügen, wo aus den Verschiedenen eine Einheit wurde. Ein unglaubliches Potenzial, das Europa ganz nötig brauchte. Und immer, wenn ich die Schweiz besuche, drücke ich meine Sehnsucht aus, liebe Schweizer, ihr fehlt mir in der Europäischen Union. Aber das sehen nun die Schweizer ein bisschen anders, oder die Mehrzahl. Und jetzt will ich noch mal was über diese Neutralität sagen. Wenn du dich definierst als Bürger einer Nation, die durch eigene Sprache und eigene Geschichte und einen eigenen Raum konstituiert wird,
wenn das deine Identität ist, ist die einmal gefundene Lebensform der Demokratie so etwas, was dazugehört wie das Matterhorn. So, das ist nun mal so, weil es schon immer so war. Das ist aber eine Form von geistiger Beheimatung, die nicht unbedingt das Letzte darstellen muss. Denn viele Zeitgenossen seit mehr als 100 Jahren verbinden mit ihrer Identität das Ja zu einer rechtsförmigen, die Würde des Menschen achtenden Gesellschaft. Da ist das, was sie beheimatet, das Zusammensein mit anderen, die Menschenrechte achten und die das Recht auf eine sehr hohe Stufe stellen. Und so ein Gefühl, ich bin ein Mensch, weil er Würde und Rechte anderer so achtet wie die eigenen, schafft eine eigene Identität. Die ist unabhängig von dem Raum, in dem du lebst. Es ist aber einfacher, sich über den Raum und die gemeinsame Sprache und Kultur zu definieren, als über Werte, die du mit anderen teilst, mit anderen, die in anderen Sprachen und anderen Religionen diese Werte teilen. Und je weiter die Entwicklung nun gegangen ist, hat es weniger Menschen befriedigt, nur sich über die Nation zu definieren, sondern hat sie mehr befriedigt, sich auch über die Wertebasis zu definieren. Und jetzt sehe ich in der Schweiz im Grunde so etwas wie ein Nebeneinander von zwei Formen von Werthaftigkeit. Ich bin verbunden mit meiner so gewachsenen Heimat und ich bin verbunden mit einer Rechtsordnung und mit einer Vorstellung von der Würde des Menschen, die mich mit anderen Menschen verbindet. Das Letztere verbindet und sprengt nationale Grenzen. Das Erste belässt die Identität in einem begrenzten nationalen Raum. Und du wirst nie richtig definieren können, wie weit nun der eine oder der andere in der Gesellschaft ist. Und von daher ist es aber wäre es nicht wesensfremd für eine Schweizer Bürgerin und einen Schweizer Bürger, sich genauso beheimatet zu fühlen in der Gemeinschaft derer, die mit uns eine Wertebasis, nicht aber einen geografischen Raum teilen. Und deshalb würde es auch eine politische Logik haben, die Schweiz als Teil eines größeren Ganzen zu sehen. Naja, aber es ist immer schwer, von außen darüber zu sprechen, aber mich bewegt sehr, dass das Land sehr darüber streitet gerade, auch bei den Waffen oder was können wir erlauben und was nicht. Und ich wünsche mir, dass das ein bisschen klarer wird. Man hat so auch in der Nazizeit gelernt, Neutralität bis zur letzten Minute, bis zur Abweisung von irgendwelchen Leuten, die über unsere Grenzen kommen möchten, war ja auch nicht das Beste. Also vielleicht gibt es dann doch mal eine Möglichkeit, sich zu überlegen, ob dieses schweizerische Naturell, das dem Mitmenschen wohl will, ob das nicht stärker gebietet, einem überfallenen, schuldlosen Opfer stärker beizustehen. Sie schreiben, nur wer weiß, wer er ist, geht selbstbewusst in einen Dialog oder auch Wettstreit mit anderen. Und das schließt an das, was Sie soeben gesagt haben, wer sich sozusagen seiner eigenen Identität auch sicher ist. Kann das die Lösung sein zu mehr Demokratie? Ja, durchaus. Ich sehe das ja an meinen Landsleuten da in Deutschland. Es ist so, dass wir haben in den östlichen Ländern Deutschlands, die eben unter der Diktatur lebten, sehr viel stärkere Fremdenfeindlichkeit oder stärkeres Wahlverhalten gegenüber extremen Positionen, mehr Aggressivität auf der Straße. Und das hängt nicht damit zusammen, dass die Ostdeutschen einen schlechteren Charakter haben. Aber die hatten halt andere Trainingsfelder, das zu entwickeln, was man hier entwickeln konnte in der freien Welt, ein Citoyen zu werden. Und dann bist du so ein Untertan und du hast entweder schlechte Gefühle, weil du unterdrückt wirst, oder weil es dir nicht gefällt, dass du zu wohlgefällig dich verhältst, zu feige bist. Beides macht keine guten Gefühle. Es steht so ein Gefühlsstau in den Menschen, der sich dann oft unzivilisiert äußert. Und oft sind es Leute, die
ja, was sind Sie eigentlich? Den christlichen Glauben haben Sie schon manchmal gar nicht mehr vermittelt bekommen. An Kommunismus haben Sie auch nicht geglaubt oder nur ein paar. Und das ist so eine undefinierte innere Verfasstheit. Und aus so einer undefinierten Verfasstheit heraus ist zum Beispiel eine Zuwanderung von Fremden bedrohlich. Ja, wer sind die? Ja, die sehen ja muslimisch aus. Die da kommen, die haben oft gar keine Ahnung vom Islam. Ja. Die sind zum Teil religiös völlig bescheuert. Ja. Aber die wirken auf einen, der gar nicht religiös ist, wie superreligiöse. Ja. Oh Gott, da müssen wir uns ja fürchten, was kommt da auf uns zu? Aggressiv, ja, gegenhalten. Ne. Das heißt, derjenige, der seiner eigenen Werte sich nicht sicher ist, der hat auch besondere Schwierigkeiten, den anderen als ein Gefäß von Werten oder von Leitvorstellungen, die in ihm leben mögen, zu sehen. Ja, das liegt ihm nicht, das zu erkennen. Ja. Was ich auch spannend fand, Toleranz kam und kommt nie ohne Schmerzen. Und Sie selbst betonen immer wieder, Toleranz braucht auch klare Grenzen, etwa Nein sagen zu können. Wie erleben Sie die junge Generation diesbezüglich? Ja, die sind am Lernen, nicht? Und es ist so, dass also sagen wir, ein bestimmter, also wenn ich jetzt so wirklich urstkonservative Knochen so vor Augen habe, dann sind mir die jungen Leute natürlich sympathischer, weil die nicht so festgelegt sind. Die denken nicht so in Schachtelsätzen oder sowas, haben nicht so viele Schubladen, sind im Grunde offener. Aber du kannst natürlich auch Pech haben und dann sind sie so von ihren guten Überzeugungen erfüllt, dass sie überhaupt nicht tolerant sind, sondern dann machen sie mal eben die Straßen dicht, weil sie nur denken, sie können das Klima nicht retten, ohne die Autos zu stoppen. Und dann machen sie irgendwelche Gesetzesverstöße, weil sie so überzeugt sind, so ein missionarisches Wissen in sich haben. Erst kommen unsere Ziele und dann kommt die Rechtsordnung. Wenn die Rechtsordnung aber demokratisch gewachsen ist es schon ein Problem, wenn man sie negiert oder nivelliert oder bagatellisiert. Das muss nun nicht jeder Jugendliche sehen, sondern er hat erstmal das Recht, größere Vorstellungen zu entwickeln, als es die Erwachsenen tun. Und das, auf Plattdeutsch würde man sagen, da trägt sich noch ein Lief hin. Also das entwickelt sich nachher so, wie es zu dem Menschen passt, wie es zu seiner körperlichen Verfasstheit passt, so entwickelt er nachher seine Schritte zu seiner geistigen Verfasstheit. Und sie lernen später, dass Kompromisse ein Teil von Politik sein müssen, dass es gar nicht anders geht, weil wir zu verschieden sind. Aber also es ist so eine Sache, den Jugendlichen einfach, weil sie jung sind, die Fähigkeit zur Toleranz zuzuschreiben. Das ist ein bisschen zu einfach. Es ist spannend, ich hätte noch einige Fragen. Ich möchte aber auch den Leuten hier im Raum die Möglichkeit geben, sie zu befragen. Und doch habe ich noch 10 ganz kurze persönliche Fragen, wo ich auch um kurze Antworten bitte. Ja, das kenne ich schon. Was sind Sie eigentlich lieber? Pastor, Politiker, Redner oder Rentner? Am wenigsten Rentner. Gut. Und was am liebsten? Kann ich nicht sagen. Alles wertvoll. Was war Ihr größter Fehler in Ihrem Leben? Da wäre ich ja blöd, wenn ich das hier verkünden würde. Gibt es was Sie bereuen? Ja, sicher, wenn du Kinder hast, hast du immer was zu bereuen. Wann haben Sie das letzte Mal geweint und warum? Ja, wahrscheinlich aus Rührung habe ich wohl das letzte Mal geweint. Was war? Ich will mal eine Geschichte erzählen, das war nicht das letzte, aber einmal habe ich geweint, als ich ein Zeugnis gesehen habe. Ich habe Enkelkinder in meiner Heimatstadt Rostock und die Kinder gehen auf eine Schule, das nennt sich Werkstattschule. Und das ist ein Schultyp, der sehr weit auf Kinder eingeht. Und ich habe das Zeugnis gelesen, da stehen keine Zensuren drin, sondern eine Seite Text, das Kind wird angesprochen und dann wird das Kind beschrieben mit seinen Gaben und Fähigkeiten oder Defiziten. Und als ich das Zeugnis gelesen habe, kullerten mir die Tränen aus den Augen.
Und zwar warum? Weil ich eine Schule erlebt habe, in meinem alten Buch, Erinnerungsbuch, nenne ich das Schwarze Pädagogik in Rot, wo Menschen dressiert werden sollen und wo Menschen um ihre Würde gebracht werden und eingeprägt werden sollen. Und plötzlich erlebe ich, dass meine Enkelkinder in einer ermächtigenden Struktur Kind sein können. Und das fasst mich so an, dass, selbst wenn ich jetzt noch dran denke, kommt so eine Welle von eine Mischung aus Dankbarkeit und Zorn über mich. Ja, das ist schon eine sehr merkwürdige Mischung. Und, haben Sie Angst vor dem Sterben? nein, noch nicht. Hoffentlich bleibt es so. Und wenn Ihr Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es haben? Wie das Unerwartete gelingen kann. Besten Dank, Herr Gauck. Ich öffne die Runde. Wer traut sich? Wer stellt die erste Frage? Ich habe eine Frage. Bitte schön. Wenn es den Gorbatschow nicht gegeben hätte, Entschuldigung, wenn es den Gorbatschow nicht gegeben hätte, dann wären Sie vermutlich nicht da, oder? Ja, vielleicht meine Kinder dann. Aha. Also, Gorbatschow alleine hat es nicht gemacht, aber ohne Gorbatschow wären möglicherweise die Panzer wiedergekommen. 53 in der DDR, 56 in Ungarn, 61 Berliner Mauer, 68 Prag. Panzer, 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 wenn irgendeine Innovation kam. Und das hätte unter Breschnew auch passieren können. Honecker hätte das gerne genommen. Der Honecker-Sozialismus war auch ein Stasi- und Panzersozialismus. Und ohne die Unterstützung, die eigenen Panzer, das war ihnen zu unsicher zu schicken. Und deshalb ist in Deutschland auch ein großes Gefühl der Dankbarkeit gegenüber Gorbatschow. Zu Hause ist er ja verhasst und bei uns ist er beliebt. Ja. Gibt es weitere Fragen? Ja, bitte. Besten Dank für Ihre hochinteressanten Ausführungen. Ich habe noch eine Frage zu etwas einem anderen Weltteil. Wie sehen Sie eigentlich die Rolle von China? Ach ja. Also mit der Sicherung von Macht im Inneren hat China wirklich ausreichende Erfahrungen gemacht. Die wünscht man keinem anderen Volk. Mit Abermillionen Hungertoten in der Zeit des Kommunismus, nicht davor, sondern in der Zeit des Kommunismus. Das muss man sich immer wieder klar machen, wenn die großen Erfolge von China gerühmt werden. Ja, ja, aber vorher Millionen tot machen mit irrsinnigen Reformen, die die Menschen in den Hungertod bringen. Dann die politischen Verfolgungen à la Stalin unter Mao Zedong, einem der größten Verbrecher der Menschheitsgeschichte. Also Machtsicherung im Innern haben sie schon geschafft. Und jetzt sind sie in der imperialen Versuchung. Sie können das nicht ertragen, dass sie nicht führende Macht sind. Und man sieht das an den Aktivitäten im südchinesischen Meer, wenn sie irgendwelche Eilande da ausbauen und sich rechtswidrig dort Stützpunkte errichten, die internationale Rechtsprechung nicht akzeptieren, des Internationalen Seegerichtshofes etwa. Und wir sehen ein aggressives Gebaren auch gegenüber Taiwan. Und so wie sie Hongkong umgestaltet haben, muss man sich natürlich fürchten, dass sie mit Taiwan Ähnliches vorhaben. Sie könnten ganz gut leben mit den Chinesen, die weit ab von ihnen ein anderes Gesellschaftskonzept haben. Aber es kommt da ein bisschen auch auf die Führungsfigur an.
Und wenn sie in diesen imperialen Wahn völlig verfolgt, ist es für sie unerträglich, dass es Chinesen gibt, die Demokratie können. Ja? Das war auch für Putin das eigentlich Schlimme, dass auf dem Maidan Menschen westliche Demokratie wollen. Und der tut so, als müssten die Amerikaner gescholten werden. Die Amerikaner haben das hingebracht. Das ist altes KGB-Denken. Es kommt immer von außen die Gefahr, nie von innen. Natürlich sind Ukrainer selbst in der Lage, Demokratie zu wollen. Und so sind Chinesen selbst in der Lage, Demokratie zu leben. Und das sehen wir in Taiwan. Und deshalb, wenn man vom globalen Süden spricht und so tut, als wäre im Grunde unser Gesellschaftsmodell nichts für den globalen Süden und würde China unter globalen Süden subsumieren, dann wird man ja einen schweren Fehler machen. Denn wenn wir vom globalen Süden sprechen, dann müssen wir immer fragen, wer spricht. Spricht jemand, der in freien, gleichen und geheimen Wahlen in die Regierung gebracht worden ist? Oder spricht das Volk? Und spricht das Volk durch sie? Oder sprechen Leute, die gegen das Volk definieren, was die Kultur derer ist, über die sie gerade herrschen? Das ist ein Fehler, dem der Westen in seiner manchmal Besessenheit von Dekonstruktion des eigenen oftmals verfällt, gerade in den intellektuellen Debatten. Und ich sehe China tatsächlich in diesem Gestus als Gefahr. Und das haben sie überhaupt nicht nötig. Sie könnten ein wunderbares Miteinander mit ihrer Wirtschaftskraft haben. Sie sind nicht ermattet, sondern sie sind auf dem Sprung. Sie können etwas. Sie dürfen mit Amerika wetteifern. Es wäre so einfach, dem Volk minimale Freiheitsrechte zuzubilligen und auf diesen imperialen Gestus zu verzichten. Aber im Moment große Gefahr. Und deshalb wären wir gut beraten, wenn wir uns nicht völlig abkoppeln von ihnen. Wir wollen mit ihnen Handel treiben, okay, aber nicht so, dass wir abhängig werden. Und das ist zurzeit ja die Debatte überall in Europa und, denke ich, in den USA auch. Und wir sollten dabei friedfertig bleiben und gleichzeitig den Taiwanern helfen, ihre Freiheit zu bewahren. Die USA wollen es ja nun tun, mal sehen, wie weit sie dabei gehen. Weitere Fragen? Ja, bitteschön, hier vorne. Herr Bundespräsident, recht herzlichen Dank für Ihre... Ich würde mich freuen, wenn Sie mich mit Namen ansprechen. Herr Gauck, vielen Dank für Ihre wirklich spannenden, bewegenden Ausführungen. Zwei Aspekte haben mich besonders bewegt. Sie sprachen von der Veränderung von Toleranz und dass Toleranz auch bedeuten würde, zu streiten. Jetzt sehen wir in vielen Demokratien eine neue Kultur, eine Woke-Kultur, wo es mir manchmal scheint, dass es schwierig ist, zu streiten. Und mich würde in diesem Zusammenhang Ihre Sicht interessieren. Ja, also ich kann das jetzt nicht alles ausführen, aber leider kommt das Thema in meinem Buch vor. Und es ist so, dass ich auch in dem neuen Buch, was jetzt demnächst kommt und Erschütterung heißen wird, kommt es auch wieder vor. In dem Toleranzbuch nenne ich das Intoleranz der Guten. Und dagegen zu polemisieren, fällt mir eigentlich nicht so leicht. Also gegen Diktatoren und Halunken und Verbrecher argumentiere ich gerne. Aber also ich nehme ein Beispiel, Black Lives Matter, diese ganze Bewegung, kritische Rassismustheorie, die davon ausgeht, dass den schwarzen Menschen nur dann Genugtuung zuteil wird, wenn die Weißen generell als Verursacher der Gesamtproblematik angesehen werden. Und ich halte das für einen wirklich politischen und ich halte es für Schwachsinn und nicht nur für politisch falsch, sondern ich halte es sogar für unmoralisch, weil es für mich einen rassistischen Ansatz hat. Ich weiß, dass die Leute, die das vertreten, sagen, schwarze Menschen können gar nicht rassistisch sein, sondern nur Weiße. Auch das halte ich für Schwachsinn, weil die Tugenden und Untugenden über alle Sorten von Menschen gleichmäßig verteilt sind. Dass in bestimmten Sphären weiße Menschen
dominant gegenüber anderen Menschen aufgetreten sind, ist ja überhaupt nicht zu bestreiten. Dass es Kolonien und Kolonialismus gab, ist überhaupt nicht zu bestreiten. Aber das ist nun mal nicht die einzige Art von Entfremdung und Boshaftigkeit gegenüber anderen Menschen, sondern in anderen Kulturen gibt es genauso Unterdrückung, Missachtung von Rechten anderer Rassen, in Anführungszeichen Religionen, Hautfarben. Und deshalb ist für mich die Color Line, von der so viel gesprochen wird in den kulturellen Auseinandersetzungen, nicht das eigentliche Element des Politischen, sondern es ist ein anderes Element. Das, ob du eine Kultur der Ermächtigung hast, wo den Menschen Rechte zugebilligt werden oder nicht. Es ist die Macht-Ohnmacht-Relation und nicht die Color Line, die Menschen voneinander im Wesentlichen trennt. Dann kannst du immer noch über Probleme sprechen, die bestimmte Gruppierungen gerade erleiden, ob sie diskriminiert werden oder nicht. Martin Luther King und die Anti-Apartheid-Bewegung von Südafrika hatten es nicht nötig, so zu tun, als wären weiße Menschen nicht imstande, solidarisch zu sein. Die neuen Vertreter tun es. Und das ruft meinen liberalen Widerspruch hervor, weil es letztlich Gegenelemente der Aufklärung ist. Und ich sage Ihnen, die Theoretiker ich kann das jetzt nicht weiter ausführen, aber lesen Sie das nach bei allen möglichen Typen, die zum Teil bei mir erwähnt werden. Sie lehnen im Grunde auch die Aufklärung ab, weil sie sagen, das ist ja ein Element westlichen Dominanzgebarens. Und das, was Menschen insgesamt befreit hat in der Geschichte der Menschheit, in der Bewegung, dass mehr Menschen das Recht haben, Rechte zu haben, wie Hannah Arendt sagen würde. Diese Bewegung verdanken wir der Aufklärung. Und indem man das zu einem Element westlichen Dominanzdenkens macht, versündigt man sich eben überhaupt gegenüber der Idee von Fortschritt der Menschen generell. Also ich lehne das aus tiefstem liberalen Herzen ab. Und wenn ich ein Linker wäre, und das ist jetzt interessant, als Konservativer lehne ich das sowieso ab, weil es zu neu ist. Aber als Linker, das ist sehr interessant, es gibt überall, auch bei uns in Deutschland, in der Linkspartei, überall, wo linkes Denken sich politisch organisiert, einen heftigen Zwist, ob jetzt das alte, klassische marxistische Denken, das natürlich universell ist, es fragt nämlich, wer unterdrückt wen, wer beutet wen aus und fragt nicht, wie sieht der Ausgebeutete aus und wie sieht der Ausbeuter aus. Ja, das geht nicht, sondern insofern ist der Marxismus auch ein Kind der Aufklärung. Und deshalb gibt es einen linken Widerspruch. Wir haben in Deutschland einen engen Verbündeten von der bekannten Sarah Wagenknecht, eine sehr eigentümliche Figur der deutschen Politiklandschaft. Und einer ihrer Ratgeber und Verbündeten heißt Bernd Stegemann, eine Figur aus dem Kulturbereich. Und Bernd Stegemann schreibt sich in allen Gazetten, die er finden kann, die Finger wund, woke ist nicht links. Ja? Weil linkes Denken, wie eben dargestellt, universalistisches Denken ist und kann nichts damit anfangen, dass er jetzt gefragt, bist du schwarz oder bist du weiß? Und ich kann da auch schon nichts damit anfangen, weil es ja so eine Art Religion ist. Also bist du weiß, dann bist du mit der Erbsünde behaftet und du kannst gar nichts machen. Du musst nur jeden Tag demütig sagen, ich weiß, dass ich weiß bin und Privilegien habe und ich erkenne das an und ja, was mache ich dann? Ja, ich fühle mich eben ein bisschen kleiner und ein bisschen unwichtiger, bis ich dann ganz unwichtig bin und mit den Traditionen, die mich geprägt hatte und zu rechtsstaatlichem Denken geführt habe, eigentlich impotent geworden bin. Ich hasse diese Art von Dekonstruktion. Und ich finde Dekonstruktion dann wichtig, wenn sie Übermut beseitigt, aber nicht, wenn sie sich vergreift an Grundbausteinen des aufklärerischen Denkens. Und von daher gibt es eine sehr interessante Bündnisgenossenschaft zwischen sehr linken marxistischen Theoretikern, Liberalen und auch Konservativen, die sich gegen dieses sektorale Denken wenden. Ich halte das schlicht für reaktionär. Es führt uns in Stammeszeiten zurück. Aber das ist jetzt schon polemisch und man kann es mehr oder weniger polemisch sagen, je nachdem, wie uns gerade zumute ist. Und missfallen tut mir dies, wenn ich mich dagegen wende, weil die Leute ja gute Absichten haben.
Ja, die wollen doch, dass schwarzen Menschen etwa im Raum der USA endlich die Rechte zukommen. Aber es gibt eben Theoretiker da, die definieren so, ja, geschehenes Unrecht von eins muss mit Unrecht oder Diskriminierung heute beantwortet werden. Also wenn ihr Weißen heute diskriminiert werdet, dann ist das völlig richtig. Und das wollen wir auch in der Zukunft so machen, um das zu heilen, was ihr verbrochen habt. Da kann ich nur denken, willkommen in der Zeit, als Rache noch das System des politischen Ausgleichs war. So etwas gab es. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das war sogar ein zivilisierendes Element in der Antike, dass man nicht gleich den ganzen Menschen killt, sondern nur einen Zahn kaputt macht oder ein Auge. Ja, es war schon mal ein Fortschritt. So, und irgendwann aber ist dieses Element der Rache oder der rächenden Ausgleichs der Zivilisation zum Opfer gefallen. Ja, und so soll es bitte bleiben. Nicht? Und deshalb muss man solchen Theoretikern dann auch massiv widersprechen, ob es einem nur gefällt oder nicht.